Was bedeutet für Sie und für Ihre Gemeinde diesmaligen Besuch aus Kamnik? Also ich darf sagen, dass wir uns von Seiten der Gemeinde sehr freuen, dass die Kamniker hier sind. Einmal Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeister, Stellvertreter und natürlich die vielen Feuerwehrkameraden aus Kamnik. Denn unsere Feuerwehrkameraden haben letztes Jahr Freundschaft geschlossen zu den Kamniker Feuerwehrkameraden und freuen sich, dass die heute hier sind. Und ich finde es eine gute Verbindung, dass man jetzt auch zwischen den Feuerwehren eine Beziehung schaffen kann. Nicht nur auf Seite der Blaskapellen und auf Seite der Trachtenvereine, sondern dass man eine dritte Ebene gefunden hat, miteinander Beziehungen aufzubauen. Und wie sieht aus die Vorbereitungen für das Maibauaufstellen? Die Vorbereitungen für Maibaumaufstellen, die beginnen schon sehr früh. In diesem Jahr war das schon Anfang Januar, wurde der Baum gefällt. Der ist jetzt momentan 41 Meter hoch, der war ursprünglich sogar ein bisschen höher, weil er ja mit den Wurzeln in der Erde stand. Also die fertige Höhe ist jetzt 41 Meter und ca. 3 Tonnen schwer. Dann nach dem Fällen bleibt der Baum ca. 4 bis 5 Wochen liegen zum Austrocknen, könnte man sagen. Und dann wurde er Ende März, Anfangs April hier in den Ort gebracht, wurde die Rinde runtergemacht von dem Baum und gesäubert und dann ist mit dem Farbauftragen begonnen worden. Das heißt, es wird blau-weißes Band um den Maibaum gewickelt, also mit Farbe umwickelt, könnte man sagen. Und da ist es ganz wichtig, dass man unten links beginnen muss und dann das Band so um den Maibaum rum schleift bis nach oben hin zur Spitze. Und Grundlage sind da die blau-weißen, also praktisch die Rauten von Bayern, die hier die Grundlage finden bei unserem Maibaum. Welche Möglichkeiten sehen Sie in die Zukunft mit dem Kamnik zusammenzuarbeiten? In welchen Bereichen? Also wir haben ja einmal die Verbindung so ein bisschen zu diesem kulturellen Bereich mit unseren verschiedenen Vereinen. Und wir selber haben jetzt auch noch angedacht, dass wir über unseren Tourismusverband Fünfseenland Verbindung zur Tourismusorganisation nach Kamnik knüpfen, dass wir also Fahrten für Bürgerinnen und Bürger anbieten können, sowohl aus dem Landkreis Starnberg, Andechs nach Kamnik und auch von Kamnik zu uns hierher. Und dann gibt es eine Verbindung noch über die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Die möchten also einen Austausch zwischen den Unternehmen herstellen, also aus dem Landkreis Starnberg nach Kamnik und auch wieder zurück. Zusätzlich sind wir noch dabei, dass wir vielleicht auch ist zwar noch mehr was Kulturelles, aber über die Musik eine Verbindung herstellen könnten. Unser Dirigent von der Klosterkirche, der Herr Anton Fell, der bietet immer oder macht für seine Gruppierungen große Orgelreisen und möchte auch mal ganz gern hier Verbindungen nach Slowenien aufnehmen und auch dann nach Kamnik. Das sind so momentan die Planungen, die jetzt ganz aktuell anstehen. Danke vielmals und ich hoffe, dass unsere Beziehungen sich weiterhin gut entwickeln. Wir freuen uns auch drüber und wir werden also alles tun, dass wir die Beziehungen weiter pflegen können und auch intensiver gestalten können. Dankeschön. Danke. З нами є доктор Андрея Ержин, главна побудниця sodelovanja med Andeksom in Kamnikom in tudi ena glavnih koordinatork današnjega obiska. Kako ocenjujete današnji obisk tukaj v Andeksu? Ja, sicer drugače je zelo uspešno in zelo dobro. Sicer da nam je dogajanje malce pokvarilo vreme, ampak andeški in kamniški gasilci skupaj zdaj tukaj v zadnji za nami postavljajo mlaj. Vse skupaj ne bi trajalo še 2 uri, ampak upam, da bodo skupnimi močmi uspeli, tako kot smo lani v Kamniku postavili mlaj, tako da tudi tukaj v Andeksu danes dokončali. To postavljanje mlaja oziroma skupno postavljanje mlaja ima tudi nekak simboličen pomen? Ja, zagotovo predstavlja v bistvu simboliko našega sodelovanja oziroma sodelovanja Kamnika z Andeksom, to našo zgodovinsko povezavo in tudi to, da skupnimi močmi bomo tako kot lani v Kamniku tudi tokrat na
bavarskemu Andeksu postavili mlaj, ki za Bavarce nosi en velik pomen, kajti je nosilec tradicije, običajev in številnih dejavnosti, ki so s tem povezane. Kot predstavnik občine bom pozdravil vse naše gostitelje, seveda še posebej gospod županjo, vse občinske svetnike, vse pripravljalce tega dogodka, se pravi postavitve Majbauma in vse ostale, za katere verjetno ne vem, da so tukaj prisotni, pa vendar so verjetno pomembni v občini Andeks. Tu bi se rad za gostoljubnost, za sprejem, za namestitev, verjetno mi bo ta desna stran, desno krilo, verjetno pritrdilo tudi za pijačo, hrano in vse ostale dogodke, ki smo jih naredili danes. Pričakujemo seveda, da se bomo jutri tudi dobro odrezali pri postavitvi Majbauma. Zato bi v tej priliki izročil tudi slavnost, ali pa bom rekel priložnostno darilo gospe županji Ani Weber. In sicer ena taka malenkost je potičnik, se pravi za izdelavo slovenske potice, prtiček, ki se ta potica potem pokrije in pa ena taka priložnostna maječka ob 780-letnici omembe Kamnika. Dabei und Sie wissen, dass Kamnik, wie man gesagt, Kamnik dieses Jahr feiert 80 Jahre. Ein Shirt, dann auch diese blaue Farbe auch dabei, dass sie in Feuerzeit auch mit einer Kamnik